So, jetzt sind wir da bei der Pension Sprinzel angekommen. Das ist außerhalb ein bisschen vom Zentralfriedhof, oder Nähe Zentralfriedhof besser gesagt. Und man erreicht mit der Bahn alles, was so Wien betrifft, Wiener Hauptbahnhof, und von da aus mit der Straßenbahn erreicht man so alle Punkte, was man sich in Wien anschauen möchte. Die Pension Sprinzel ist ein absolutes Top-Pension, sehr nettes Personal, nette Chefin und super geiles Frühstück und vor allem schöne Zimmer. Da kann man nichts sagen. Also richtig top, gepflegt. Ja, wir haben das super Bad. Reicht vollkommen aus für eine Pension. Und da muss ich sagen, also ich finde es tippitopp. Jetzt ziehe ich mir schnell noch die Jeanshosen an. Und Glück haben wir heute auch noch. Super geiles Wetter. Also nicht kalt, nichts, überhaupt nicht. Aber trotzdem würde ich lange Unterhosen empfehlen, weil es einfach ein bisschen angenehmer ist. Aber ich finde es geil. Also Ende November, die letzte Novemberwoche, Wien anschauen. Da brauche ich keinen Frühling, keinen Sommer nicht. Wir werden aber irgendwann noch mit dem Frühling runterfahren. Oder mal vielleicht auch im Sommer. Weil da gibt es so viel zum Anschauen, das schafft in 4 Tagen gar nicht. Weil am Donnerstag fahren wir ja schon wieder nach dem Frühstück heim. Also zumindest gegen Mittag. Ob es sich da noch mehr rentiert, nach Wien reinfahren, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist schon bestimmt nicht schlecht. So. Schaut halt ein bisschen schöner aus, das Ganze. Wieder Jogginghosen. Jogginghosen kann man da auch anziehen. Da kannst du dich frei bewegen, als wärst du wieder daheim. Das ist einfach eine feine Sache. So, also ich persönlich kann empfehlen, wenn man da mal sich Wien ein paar Tage anschauen möchte, super genießen möchte, nennst die Pension Sprinzel. Ich tue den Link unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Pension Sprinzel, sehr nette Leute, also wirklich tipptopp. Vor allem der Vater von der Frau Sprinzel, richtig lustig. Er hilft euch, wenn man das erste Mal irgendwas mit der Straßenbahn rumfahren muss. Also funktioniert tipptopp, weil wir bei ihm die ganzen Tickets schon gekauft haben. Wir haben da 72-Stunden-Ticket, da kann man alle Straßennetze fahren. Und das finde ich eine tipptopp-Sache. Also, was haben wir vor? Wir wollen heute wollen wir Wiener Zentralfriedhof und wir haben einen Vierecker gebucht. Um 12 Uhr geht's los mit dem Vierecker durch den Wiener Zentralfriedhof. Extra für uns. Bei den Hauptgräber bleibt er stehen und besonders stehen bleibt er beim Falco-Grab, weil der Vierecker weiß Bescheid, dass ich ein Video machen möchte. Und da kann ich nur sagen, wir freuen uns schon richtig drauf und Nachmittag geht es nochmal rein Richtung Wiener Prader. Vielleicht schaffen wir Madame Tussauds noch, müssen wir schauen. Auf alle Fälle, wir haben noch 2 Tage und haben auch die wichtigsten Punkte schon rausgeschrieben. Wo wir auch zum Essen hingehen, zum englischen Reiter, das ist gleich nähe Prader, eine super Gaststätte. Ja, und wir freuen uns schon drauf. Gefrühstückt haben wir heute zum ersten Mal. Also gefrühstückt haben wir heute zum ersten Mal. Und was möchte ich sagen? Super nett, super tolle Auswahl an Brötchen, Käse, Wurst, Marmelade, Honig. Alles tipptopp. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Pension Sprinzel. Also viel Spaß dann bei dem Video. So, jetzt gehe ich nochmal runter. Nochmal gemütlich eine rauchen.
So, das ist der Hintereingang. Der Haupteingang ist vorne, aber das ist der Hintereingang, wo man mit den Autos parken kann. Ja. Und überall stehen da Aschenbecher. Und da werden wir es gemütlich rauchen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen außen rum. Man kommt praktisch vom Parkplatz aus. Außen rum geht zum Haupteingang. Ja, ich gehe da rein. Einfach darüber. Und was auch schön ist, die Pension Sprinzel hat sogar einen eigenen Tabakladen, wo man Zeitschriften, alles Mögliche kaufen kann. Ja. Einfach cool, oder? Top-Pension. Schaut es euch nochmal an. Bushaltestelle ist daneben. Ja, die haben wir da. Bushaltestelle. Eigener Tabakladen. Und da geht es rein zur Pension. Ja, top. Dann haben wir da eine billige Tankstelle. Also das heißt, wer von Deutschland kommt, kann auch da gleich im Anschluss günstig tanken. Das ist auch schon mal positiv. Eigentlich alles positiv. Übrigens, die Pension Sprinzel ist ein Kledering. Kledering Schwächmatt, oder wie das heißt. Und wenn man von Sprinzel, von der Pension rausgeht, 5 Minuten entfernt ist der Bahnhof. Und von da erreicht man in ca. 5 Minuten, ja, man kann sagen, in 5-6 Minuten ist man am Wiener Hauptbahnhof. Und von da erreicht man dann die anderen Ziele. Also besser kann es nicht sein, man ist nicht direkt im Zentrum und vor allem günstig. Ja, super geile Preise. Also wie gesagt, da geht es zum Bahnhof hinter. 5 Minuten und das Ort heißt Kledering. So, und jetzt gehe ich wieder rein ins Zimmer. Also tipptopp, alles sauber gepflegt, einwandfrei. Also wir waren bestimmt jetzt zum letzten Mal da, wir werden nochmal kommen zu der Pension Sprinzel, weil ich habe noch nie so ein selten nettes Leute kennengelernt wie bei der Pension Sprinzel. Absolut empfehlenswert. Wiener Zentralfriedhof haben wir jetzt hinter uns. Und jetzt fahren wir vom Kledering aus mit dem Zug zum Wiener Hauptbahnhof, weil jetzt geht es zu Madame Tussauds. Vielleicht schaffen wir einen Prater noch, den werden wir heute auch noch machen. Und morgen haben wir dann noch vor die Kapuzinergruft. Ja, irgendwie einige Sachen in Wien. So viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Donnerstag fahren wir schon wieder heim. Leider, leider. Aber wie gesagt, wenn man von der Pension Sprinzel aus 4 Minuten darüber geht, ist man am Klederinger Bahnhof. Und da gehen alle halbe Stunde gehen Züge. Also viel Spaß bei Madame Tussauds und beim Wiener Prater. Gehen wir da gleich rein, oder? Ja, drück mal auf. Auf geht's, Wiener Hauptbahnhof. Da ist doch so. Also, aber machen wir nicht so, weil anderthalb Mal fahren. Alle, dann gehen wir auf. Wie sieht's mit einer? So. Ach, hier bist du doch. Ja. Schau, wo ist sie denn jetzt? Schon sitzen wir im Zieglein. Hast du schon hingeguckt? Ja, rückwärts auch noch. Habt ihr euch schon hingeguckt? Ach, du setzt dich wieder so rückwärts noch. Ich hab die Nase. Ich lerne das.